Keine Ahnung, wenn das Video soll anfangen. Aber das sind meine aktuellen Autos. Es ist nicht alles, weil ich habe noch 2 weitere Fahrzeuge, aber die sind nicht da. Also werde ich sie nachher einfach selber vorstellen und so selber Video machen. Und ich glaube, wir fangen mit dem neuesten Auto an, oder mit dem neuesten Fahrzeug. Ja, das ist mein Audi S8 Quattro. Den habe ich jetzt rund etwa 1,5, 2 Wochen. Sagen wir 2 Wochen. Das Lustigste ist, wenn ich zu diesem Auto komme, ich habe meinem Vater eigentlich nur mein nächstes Projekt vorstellen, weil mein ein Projekt steht dort hinten, der Audi A3 1,8T. Den bin ich eigentlich am Zweig machen und habe eigentlich für den schon den Nachfolger suchen. Und bin auf das Auto gestoßen. 2 Stunden online und habe gesagt, ja, das müssen wir gleich anschauen, weil so ein Auto habe ich noch nie gesehen. Und er hat gesagt, jetzt gehen wir es anschauen. Bin ihn anschauen und der einzige Mängel, den er hatte, weil sie sind ihn schon vorführen, Pannenblinkanlage links geht nicht, also Warnblinkanlage. Ich habe gedacht, das kann nicht sein, weil der Blinker ist gegangen. Also habe ich das Auto gekauft, habe geschaut und siehe da, laut Offerte hat es 2'500 Stutz gekostet. Mich hat es 35 Stutz gekostet, das war der Schalter. Somit habe ich das Auto vorgeführt und kann jetzt einen 4,2 Liter V8 fahren, den wir nachher näher anschauen. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal in das Auto rein. Da soweit. Also, geile Ausstattung, Lederausstattung. Hier, wie man sogar sieht, das alte Holz, wenn du mal hierher filmen willst. So altes Holz, wie so Audi das halt früher hatte. Ja, soweit. Und hier sieht man weiter schönes Interieur. Audi S8 Lenkrad. Sogar Bluetooth jetzt nachgerüstet. Und schauen wir noch schnell den Motorraum von dem Auto an. Soundcheck muss natürlich nachher auch noch her. Das ist jetzt ganz geil hier. Ich muss hier schnell das Mikrofon weg tun, zum Auftun. So, tada! 4,2 Liter V8. Sauger. Hat kein Turbo, aber läuft schon genug gut. Er hat 360 PS, also man kann damit arbeiten. Und ich würde sagen, die Soundchecks machen wir am Schluss schnell, dass wir jetzt erstmal alles aufnehmen können. Next. So. Mein Kameramann hat ein Problem mit seinen Armen. Ich habe ein Stativ mit einem Gimbal, Digga. Für was habe ich es gekauft? Tut mir leid. Also, nächstes Auto, wir machen es schnell. Der hier hinten. Audi A3 1,8 Liter Turbo. Das Auto habe ich relativ günstig geschossen. Eigentlich mit einem Zweig machen und verkaufen. Es hat vorher eigentlich noch einen geilen blauen Lack gehabt, so blau Metallic. Das Problem war, die Motorhaube war absolut hässlich. Ich blende nachher schnell das Bild ein. Ich habe volle Kamera eingeblendet, aber das ist kein Problem. Die Felgen finde ich echt geil. Also so allgemein, wie das Auto aussieht, schwarz matt mit silbrigen Felgen, echt geil. Auch Interieur. Hat scheinbar der Vorbesitzer das S3 Interieur gemacht. Also ich muss sagen, ich finde das Interieur wirklich noch schön. So vom Aussehen her, die Farbe blau ist jetzt nicht mies, aber man kann damit leben. Sitze sind halt nicht die schönsten, aber trotzdem ist es eigentlich ein geiles Auto. Halt auch farblich. Motor muss ich jetzt nicht unbedingt zeigen, weil die Motorabdeckung liegt noch da vorne. Die habe ich frisch geholt. Die habe ich von einem Abbruchauto zum Glück bekommen. Und ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich glaube, Soundcheck gibt es auch nicht gross bei dem Auto. Ich meine, es ist ein 1,8 Liter Turbo. So krass klingt das Auto jetzt noch nicht. Aber wer weiß, vielleicht kommt es noch. Next. So, soweit sind wir beim nächsten Auto. Vielleicht erkennen es gewisse Leute schon. Es ist ein Lexus. Das Auto habe ich schon seit 4 Jahren. Nein, jetzt 5 Jahre. Wir haben ja 26. Das Auto haben sie bald seit 5 Jahren. Das Problem ist, es ist lang gestanden nachdem wir es eigentlich weggemacht haben. Ich habe komplette Hinterachse, alles gemacht. Ich glaube sogar dazu habe ich ein Video gemacht. Und es ist halt schade, das Auto ist zu lang gestanden. Ich habe zu lange nichts gemacht. Und das Auto wird verkauft, weil ich den Audi gekauft habe. Mehr auch, weil für so ein Audi kommst du alles über, kommst du Teile über. Klar, so ein Lexus, er hat Luftfahrwerk. Man sieht es jetzt nicht mehr, aber vorher war er relativ weit auf dem Boden, weil eben das Luftfahrwerk unten war. Das ist halt einfach Original-Luftfahrwerk, oder? Dass es mit der Zeit seine Luft verliert. Aber man kann auch gleich schon den Motor anschauen. Da habe ich die Motorhaube wenigstens schon offen. Da sieht man nicht gerade von Dings her, was es ist, aber es ist ein 4 Liter V8 Saugermotor. Für einen Sauger ist er extrem leislich. Es ist halt ein Luxus-Japaner-Auto. Es ist absolut nicht dafür gemacht, dass es irgendeinen Lärm macht oder Leistung gibt. Ich meine, der hat 265 PS, was auch nicht wenig ist, aber von diesen 265 PS und von dem V8 hörst du nichts und merkst nicht viel.
du hörst, wenn du ein bisschen Gas gibst, hörst du ein bisschen. Also wir können sicher noch einen Soundcheck machen, aber es ist jetzt nicht so überragend wie ein 4,2 Liter V8 hier hinten. Das ist eine ganz andere Liga. Von dem her eben, wie man sieht, da ist alles schwarz-glanz lackiert worden. Ich weiss auch nicht, ich hatte das Auto glaube ich in 3 Wochen oder 4 Wochen und das Gefühl durch einen Kollegen, ja, es ist geil, komm, wir machen es schwarz-glanz. Das Auto kommt bald auf die Straße, das ist jetzt 5 Jahre her. Ich habe vor 5 Jahren etwa 800 Stutz für das gezahlt. Ja, sehr schön. Aber das Interieur ist geil, schauen wir noch schnell an. Ja, dann mache ich nachher schnell auf. Was halt geil bei diesem Auto ist, du hast Sitzheizung, wenn ich sie finde. Ja, auf jeden Fall hast du Sitzheizung, da hast du ein Radio-Deck, also kannst sogar Kassettchen hören. Und was auch geil ist, das Detail hinter, schauen wir uns jetzt schnell an. Dann musst du schauen, ob das Mic läuft. Hast du gewusst, das Auto ist jetzt 31 Jahre alt und du hast Sitzheizung hinten für die Leute, die da hinten sitzen. Sitzheizung. Und sie funktioniert also. Das ist dann nicht mehr nichts. Ja? So. Und jetzt zu meinem All-Time-Favorite, das Auto, das ich schon seit, wann habe ich es gekauft? 2017. Also seit 9 Jahren habe. Und eigentlich seitdem immer noch fahren. Das Auto hat schon sehr viel mitgemacht. Das Auto hat mit mir schon irgendwie fast 100'000 Kilometer gemacht. Und es ist ein sehr bekanntes Schweizer Auto. Man hat es mal gesehen in den Medien. Ich blende das Bild ein. Das Auto hat es sogar geschafft, neben 3 V8 in allen möglichen Medien zu sein. Tuner und Poser halten die Polizei weiter auf Trab. Gerade 4 Autos hat die Aargauer Kantonspolizei am Wochenende sichergestellt. Ja, es war einfach zu laut. Ich weiss auch nicht. Bünzli halt, oder? Sicher, 100 Pro. Ja. Also am besten schauen wir es nicht so nah an. Es ist salzig, ich habe es gewaschen vor 2 Tagen, das Auto. Aber was willst du machen? Es ist halt einfach Dirty Bitch. Ja, ja. Die Rücklichter, sehr schön. Felgen, sehr dreckig. Interieur schauen wir ja so halbwegs an, weil das Interieur ist sehr aufgeräumt. Ich brauche das Auto täglich. Boom. Ja, der Schlüssel steckt. Es hat Renngurte drin. Die Renngurte sind absolut nur Show, die habe ich geschenkt bekommen hier in der Garage. Der Schallknopf, das ist sehr ein Detail, das schauen wir jetzt schnell an. Ich wollte ihn eigentlich wechseln, weil es zum sportlichen Fahren absolut ein Scheissdreck ist. Der Schallknopf, vielleicht zum Vergleich, wenn ich dort meine Handstände nebendran habe, lassen Sie mich schnell durch, bitte. So. Vielleicht zum Verständnis, dass es ein Scheissdreck ist zum sportlich Fahren. Das ist meine Hand, das ist der Schaltknopf. Er ist relativ gross, ist relativ unhandlich. Das Problem ist, ich habe den Original-Schaltknopf vorgerührt. Ja, und was gibt es denn dazu zu sagen? Ich glaube, wir nehmen den Gang aus und machen mal einen Soundcheck. Es wird nicht so ein grober Soundcheck sein, aber vor allem sollte ich mein Mikrofon am Kameramann schnell geben. Ich sollte vielleicht das Mikrofon... Aha. Jedes Mal, ich schwöre, ich bin immer geladen, überall, egal was ich mache. Es ist absolut kalt. Soundcheck Number 1. Übrigens, irgendetwas soll ich sagen. Wenn du im Sportmodus bist und einfach das Gas antippst, dann ploppt es hinten raus. Einfach im Stand, einfach so. Habe ich auch nicht gewusst. Habe ich herausgefunden diese Woche. Der Soundcheck Nummer 2, das ist... Nein, komm, wir sparen uns den Verschluss auf. Das ist so, so die Sahnehübchen am Schluss, oder wie man dem sagt. Ich weiss jetzt auch nicht, wie man dem sagt. Ich gebe das Mikrofon an dir. Das Auto ist im Kaltstart. Das Auto ist im Kaltstart. Hoppla. Egal. Der stinkt. Das Lustige ist, der 4,2 Liter V8
ist warm. Also dem kann ich richtig gehen jetzt. Dann hat er 2 Schlüssel. Also auch das gibt technische Schwierigkeiten. Das Auto ist nicht startbar ohne Schlüssel. Boah, schau mal das Auto an. Boah! Umgekehrte Badwanne. Ich schwöre, ich habe wahrscheinlich die Hälfte der Zeit das Mikrofon viel zu nah am Mund gehabt. So. Auf der Suche nach dem Schlüssel. Okay. Der Schlüssel liegt im Boy. Ich könnte meinen, ich habe das Auto dort parkiert 2 Wochen. Aber nein, ich bin 2 Minuten davon. Super. Ich habe ja gesagt, ich mache noch ein Review von den anderen 2 Fahrzeugen, die ich habe. Ich glaube, ich mache so einen genehmen Test. Für das sollte ich aber zuerst noch den Schlüssel holen. Den Golfschlüssel. Golf. Ja, gehen wir mal schauen. Ich glaube, das kommt gut. Das ist noch die Haustür. Ich sollte zuerst zum Auto gehen. Ah, es schneit. Das Auto ist ja voll Schnee. Darum freue ich mich so. Ach, ich habe das Tor nicht zugemacht gestern. So, schauen wir mal, ob er noch aufgeht. Geht auf. Er geht auf. Jetzt haben wir alle Schnee drin. Geil, jetzt haben wir einen nassen Arsch, weil es hat Schnee drin. Aber ja, ich muss noch erst ein Video von außen machen. Noch. Das ist ein Golf 1,6 Liter. Ist eigentlich nicht mal so ein schlechtes Auto. Eigentlich ist er interieurmäßig ist er noch relativ schön, oder? Wie man sieht. Aber das Problem ist halt, ich habe dem einen Doppelpack gekauft mit einem roten Golf. Den habe ich nicht mehr, den konnte ich verkaufen, den habe ich weggemacht. Und der hat halt Rost. Kotflügelrost, Seitenschwellenrost. Und das ist mir der Aufwand fast nicht wert gewesen, den jetzt zu machen. Weil ich sagte, ja, es ist ein Hurenzeug und vor allem steht im Fahrzeugausweis, dass er Mängel hat, dass die Prüfung abgebrochen ist. Und der Vorbesitzer hat einfach Klappband drüber und hat es blau angesprayt. Also das Auto war mal blau, wie man sieht. Und dann habe ich gesagt, ja nein komm. Dann habe ich da noch Teile rausgenommen für einen roten Golf, noch Scheibenheber, Zentralverriegelung und so gepflegt. Und dann den verkauft. Und eben wollte jetzt eigentlich den verkaufen, aber es ist schwierig, das Auto loszubekommen. Wahrscheinlich Leute jetzt am Exporthändler an. Und schauen, ob er läuft. Er läuft nicht mehr. Ich soll die Batterie laden. Ja, ich zeige noch schnell von außen und schnell, was eben da kaputt ist dran. Und ja, schauen wir das andere Fahrzeug an. Holy shit. Eben also, da sieht man, der Vorbesitzer hat einfach etwas reingespachtelt. Da unten hat der Rost. Die andere Seite sieht schlimmer aus. Die andere Seite ist ziemlich durchgerostet und dort hat er auch das Klebband drauf gemacht. Also ein absoluter Held. Aber was sollst du machen? Es hat mich nicht viel gekostet. Vor allem als ich im Doppelpack bekommen, das war mir jetzt mein Ersatzteilspender. Soweit. Blauer Golf 6, 1,6 Liter. Ist eigentlich wirklich schön, wie man sieht. Ist eigentlich wirklich schön. Aber eben, es ist mir nicht wert, den Weg machen. Ja, machen wir ihn wieder zu. Gut, ab zum nächsten. Das steht nämlich im Schermen. Next Key, next Fahrzeug. Ja, super. Ich habe die Schuhe abgezogen, dass es sicher kann. Ich muss Finken holen. Also wir wären hier jetzt im Schermen, obwohl es hier auch trotzdem relativ kalt ist. Und ja, zeigen wir es doch einfach mal schnell. Mein TÜV, der jetzt aktuell im Schermen steht und vor allem die Batterie angehängt ist, dass er sicher über den Winter überlebt. Aber wir können sicher noch schnell
einen Soundcheck machen, schnell starten und schauen, ob er überhaupt noch läuft und vor allem schnell ein bisschen laufen. Ich meine, es ist Winter. Das machen wir jetzt noch schnell. Ich glaube, das Mikrofon muss ich gar nicht gross irgendwo herlegen. Ich mache den Soundcheck gerade so. Es wird scheiße laut sein. Es ist ziemlich nass. Bloß ziemlich raus. Man sieht es. Aber ja, wir lassen jetzt noch einen Moment laufen. Und das wäre es, glaube ich, von dem Video her. Und wir gehen weiter zurück in die Halle. Wow! Jetzt weisst du, wieso sie den Lexus verkaufen und den behalten. Das ist einfach ein verdammtes Flaggschiff. Oder? Gut. Jetzt sollte ich eigentlich noch eine Abmoderation machen. Ja, ich hoffe, ihr habt viel Spass gehabt im Video. Also wir hatten Spass gehabt im Video. Ein Kameramann hat mitgelacht als ich. Nein, also like und subscribe. Ja, schreibt einfach irgendeinen Kommentar drunter. Ich würde mich freuen. Danke, ciao. Wow!